Leute, hallo. Zum ersten Stream in diesem neuen Jahr. Der letzte Stream, der oder andere weiß vielleicht noch. Es war die Map Nepal aus dem Adventskalender von Timolia. Oh, Backe. Und da war ja nahe der Verzweiflung. Und heute haben wir noch ein altes Projekt aus 2025 zu beenden. Denn ich konnte es jetzt nicht einfach so stehen lassen. Es war eine sehr, sehr lange Pause, aber wir befinden uns wieder hier auf unserem altbekannten Server aus der 1.21.10. Der Stream läuft sehr gut. Okay. Wunderbar. Ja, das Ganze war dann leider so ein bisschen hin und her. Da waren dann wieder bei mir privat sehr viel los. Mal wieder. Alter Schwede, ey. Hat aber diesmal berufliche Gründe gehabt. Und dann bin ich auch nur mehr knapp eine Woche krank geworden. Und da kann ich natürlich auch nicht streamen und lauter so Mist, ey. Genau, auf jeden Fall habe ich nur einige Sachen hier vorgehabt, aber naja, es geht jetzt leider nicht mehr. Ich habe aber Sachen off-cam gemacht, wie zum Beispiel die Butze fertig gebaut. Oder was heißt fertig gebaut? Zumindest die Verschalung. Es hat leider nicht für die Innenarchitektur gereicht. Ein bisschen was habe ich schon hinzugefügt. Aber was war's? Jetzt sagen wir schauen einfach mal. Ich habe mir diesmal was Neues überlegt, weil das Ding ist, ich baue normalerweise nie mit Birke. Aber ich war hier direkt neben so einem Birkenwald. Und ja, Leute, wieso lang drum rumreden? Hier ist die Butze. Und ich muss sagen, es ist sehr geil geworden. Ich habe mir ein bisschen was anders versucht, als ich normalerweise mache. Das Allerschärfste ist, die Kacke ist nicht mal, wie soll ich sagen, ist nicht mehr symmetrisch. Aber ich finde es toll. Ich finde es wirklich toll, was da passiert ist. Und ich glaube, wir machen ganz einfach so, wir schauen halt nur den kompletten Server an. Und schauen einfach mal, was die anderen noch so gebaut haben. So, hier sind meine LAs, die hier seit Beginn irgendwie festgehalten werden. Aber naja, die haben es verdient. Die stehen hier bereit für irgendwelche Farmen, aber wurden nie gebraucht. Genau, also, ich habe mich entschieden für das bisschen Honig-Style, orange-gelben Stil. Dementsprechend auch meine Rüstung angepasst. Und zwar mit dem Resin Material. War deswegen auch ein guter Schachzug, weil eben in dieser Version der Pale. Wie heißt denn das Biom eigentlich? Pale Garden, oder? Ja, genau, Pale Garden war's. Weil der Pale Garden eben neu ist und damit eben auch das Resin Material. Finde ich ganz cool. Und passend dazu Pancake Cape. Weil da die Vögel eben so geil ausschauen. Oh yeah. Also, ja, farblich wirklich, würde ich sagen, sehr gut angepasst. So. Hier unten ist ja mein Nether-Portal. Bisschen versteckter. Mit schwebenden Sandblöcken. Schon ziemlich geil. So. Wir schauen einfach mal rein. Ich finde den... Hey! Irgendwer hat hier ein paar Falltüren aufgemacht. Naja. Auf jeden Fall hier den Eingangsbereich finde ich sehr schön. Gemütlich. Mit einer Blume, die zu ist. Ich habe einmal diese Shelves hier ausprobiert. Als Deko. Denn hier wollte ich eigentlich nur Blumen hinzufügen. Und hier wollte ich auch noch so ein Blumeneck machen, aber naja. Ah ja! Ich habe überall
eine Mob-Sicherung zusätzlich gebaut. Weil mich das wirklich ziemlich abgefuckt hat, hier überall die Monster reinlaufen zu sehen. Und über diese Konstruktion laufen sie einfach nicht drüber. Ja. Weil da einfach ein Loch ist und die meinen da so, oh, ja, da falle ich runter, da kann ich nicht drüber. Ja, weil, stimmt. Wir spielen ja auf Hard. Und auf Hard brechen die Zombies die Türen ein. Und es ist wirklich anstrengend und nervig. Genau. Ansonsten hier, schöne entrindete Birke. Und Laternen. Die Mauern sind ja so 2 dick. Das ist dann so mein allgemeiner Bereich, den man eben so kennt. Ne? Ein kleines Eck hier rausgebaut. Dann hier Lagerfläche. Sehr viel Lagerfläche. Ungefähr gar nichts davon benutzt. Aber Quarz, sehr viel am Start. Ja. Hauptsache man hat mehr Lagerfläche als man benötigt. Genau. Hier habe ich noch einen Seiteneingang. Auch wieder mit der klassischen Mob-Sicherung. Finde ich sehr, sehr nice. Hier einmal Fenster zugebaut. Und weil wir hier eben so tief sind, beziehungsweise da draußen so hoch, sind hier einmal ja, solide Blöcke. Nicht nur Scheiben, weil das würde ein bisschen blöd ausschauen. Ja, der Keller, der ist... Pff, da ist nichts passiert. Da ist nur... Hier einmal die Sugarcane Farm drin. Kleine. Und hier eben ein paar Nether Warts. Warte mal. Ist hier Licht? Nö. Nö. Das ist hier mysteriös. Also ja, da ist Licht, aber da ist keine Lichtquelle. Komisch. Ansonsten, ziemlich der einzige Raum, der eingerichtet ist. Das Schlafzimmer. Geiles Bodendesign. Keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber danke nochmal. Es hat sich nur ein bisschen was verändert hier. Ja, wie ihr wisst, orange ist das Design. Dann haben wir gedacht, ja, machen wir doch so ein dunkleres... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Himmelbett, oder? Das ist ein Himmelbett. Genau, und hier habe ich mir gedacht, mache ich so ein paar Vorhänge an der Seite. Schaut dann auch ganz nice aus. Dann kann nicht jeder so direkt reinschauen, obwohl das alles komplett verglast ist. Aber ich wollte einfach hier unbedingt das Schlafzimmer haben. Hier rausgebaut. Stimmt. Wenn es sowieso schon Nacht ist, dann pennen wir doch gleich mal. So. Ansonsten wäre hier geplant gewesen, den richtigen Kelleraufgang zu machen oder der Kelleruntergang. Dann... Ja, ich habe mir irgendwie gedacht, ich mache das ein bisschen verspielter hier, das Ganze. Also man kann hier runter. Man kann aber auch hier hoch und dann ist man auf so einer Zwischenebene. Aber von der Seite kann man eben auch ganz nach oben. Oder wie ich es immer mache, einfach so. Genau, dann wäre geplant gewesen, hier so einen größeren Tisch zu bauen. Irgendwie so, keine Ahnung, so wie so eine Tafel. Besprechungssaal oder so. War das cool? War das cool? Hier mein Plattenspieler, mein automatischer Plattenspieler, was ich übrigens auch sehr geil finde, denn ich kann dann hier einfach den
die Discs einwerfen. Wenn ihr den Hebel umlegt, dann spielt der eine Random Disc, die wir hier drin haben. Und sobald die aus ist, zack, wird die nächste eingelegt. Das heißt, wir haben eine Endless Jukebox. Jo, Quirin! Damn, mein Mario-Livestream. Definitiv besser als virtuelle Funktionen. Oh mein Gott. Du bist am Lerner, oder? Ach du Scheiße. Ja, ein bisschen Abwechslung schaut wahrscheinlich nicht, oder? Um mal kurz abzuholen, ich mache gerade einen, so ein bisschen einen Rundgang, um einfach mal die Butze zu zeigen und ein Update zu geben. Damit wir das Ganze hier abschließen können. Und wahrscheinlich gehe ich dann nochmal komplett durch den Server und schaue mir alles andere nochmal an. Genau. Also automatischer Plattenspieler, übel geil. Das war mir ein Anliegen. Aber irgendjemand hat mal, was war das? Ah, irgend so eine wirklich coole, neue, relativ neue Disc hat mir irgendjemand stibitzt. Ich weiß nicht mehr. Irgendwer hat die und das finde ich traurig. So, hier Außenbereich. So eine kleine Terrasse, wie man es so nennen mag. Wieder mit dem Mobschutz. Einmal hier. Und hier unten auch. Ganz wichtig. Hier einfach gleich einen doppelten Schutz, einfach damit absolut keine Mobs hier reinkommen. Genau. So schaut das Ganze dann aus. Wenn der Plattenspieler läuft, kann ich die andere Mucke ausmachen. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Genau. Gehen wir mal den offiziellen Weg nach oben. So. Jetzt sind wir oben. Hier oben habe ich mir da drüben einen Loom platziert, um einfach mit Farben und Banner lustigen Shit zu machen. Dann habe ich mir gedacht, ich baue hier wieder so schöne Balken entlang. Oh ja, Lava Chicken. Die Disc kriegt man nur vom Chicken Jockey. Den Shit habe ich auch gehandelt. Ich bin extra nochmal auf Kurs gegangen. Genau. Dann haben wir hier einen zwischenzeitigen Stall. Ja, weil ich habe zusammen mit meiner Freundin, ich habe ihr den Server genauer erzeugt und dann haben wir halt Pferde geholt, weil die wollte ja nur eine Farm bauen. Und die haben wir dann zwischenzeitlich hier gelagert. So. Aber jetzt kommt der beste Teil. Alter, die Scheiben, die schirbt. Das ist insane. So, und dann habe ich hier so ein Eck gebaut. Das ist für außen, so ein bisschen ein Balkon. So schaut das dann aus. So einfach so zum Chillen. Ich weiß, das ist alles sehr, sagen wir, steril gehalten in dem Birkenstil und so, aber ist jetzt schwierig zu wissen. Ich weiß jetzt nicht genau, was man am besten hier bauen kann oder so. Töpfe. Also, wie man vielleicht merkt, ich bin nicht so der Einrichtungstyp. Aber wenn man geskillt ist, dann kommen wir hier einfach durch. Das ist mir ein Anliegen. Und da kommt man auch schon auf eine kleine Dachterrasse. So ein Eck. Da habe ich mir vorgestellt, dass ich hier nur so Zäune drüber ziehe oder so. Und dann vielleicht irgendwie so einen Pool oder so hinzimmer auf der Seite oder auf der anderen. Natürlich mit Leitern, damit man ja aufs Dach raufkommt. Genau, eben hier auf der anderen Seite hier das gleiche Spiel. Da habe ich mir irgendwie vorgestellt, so Rooftop-Scheiße hier zu bauen. Pferde im ersten Stock klingt unrealistisch. Das ist richtig, aber nur wenn man nicht so einen Aufgang hat. Deswegen, die waren ja nur kurz da oben. Ich hätte ja sonst keinen Platz gehabt. Wo soll ich dir denn hier stellen? Hey, wait. Der spielt die wieder?
ist denn hier passiert? Okay. Auf jeden Fall. Hobby ein bisschen pragmatisch gedacht. Und zwar kommen wir einfach von egal wo aus dem Haus hier rausschießen mit der Elytra. Weil genau das ist ja der Punkt. Du musst ja flexibel sein und immer auf Zack. Und dann haben wir gedacht, wie kommt man schnell raus? Einfach so. Und du kommst also wieder rein, oder du kannst auch von jeder Seite einfach hier rein. Hoppla. Da war jetzt natürlich der Schwung nicht gegeben. Aber du kannst hier von jeder Seite in mein Butze reinfliegen. Und rausfliegen. Okay, rausfliegen vielleicht nur da. Das wird hier ein bisschen schwierig. Weil dann hängt man halt in den Scaffoldings. Aber ja, das ist soweit meine Butze. Ich bin eigentlich sehr stolz, weil ich finde, es schaut geil aus. Es ist leider die Einrichtung Arsch. Und zwar nicht vorhanden. Ja, dann haben wir hier einen ersten Stock hingebaut, der aber eigentlich nur Zierde ist und da ist gar nichts drin. Das ist auch eine neue Erfahrung gewesen für mich. Was zu bauen, was nicht vorhanden ist. Mal ohne Scheiß, schaut sich das mal an. So ist das. Schon geil. Ja, dann war ja der Plan, irgendwie nur hier so eine Bucht zu bauen. So eine geschützte Bucht. Habe ich ein bisschen angefangen mit den Tough Bricks, um das hier so ein bisschen zu befestigen und so, aber da habe ich dann auch noch mal genau gewusst, wie ich weitermachen soll. Beziehungsweise ist mir dann die Zeit ausgegangen. Habe mir ein kleines Feldchen hier gebaut. Und, ja stimmt, die XP-Farm, die gibt es ja immer noch. Die ja dann abgelöst wurde von der Enderman Farm. Enderman XP Farm. So, hier war der Anfang von einer Farm. Mit so einem richtig schön eingebauten Stall. Das soll mir auch anliegen, dass das einfach so in den Hügel reingeht. Ja, und hier sind die angesprochenen Pferde. Der eine hat einen Namen, der andere nicht. Sein Name ist Yeehaw. Bitte nicht fragen, wie das entstanden ist. Aber Yeehaw. Ist aber arschlangsam eigentlich, oder? War das nicht so? Ja. Ja, mein Gott. Ist eben so. So. Und dann wollte ich hier mal einen Mangrovenbaum pflanzen, einfach nur um zu schauen, wie das funktioniert. Ohne Mist. Baut's niemals mit Mangrovenholz. Das ist ja so beschissen zu farmen, dass es ganz... Also... wirklich in rauen Mengen sehr scheiße zu ergattern. So, und damit wir das einmal abhaken. Bei Zap sehen wir unsere Tode. Bei mir ist eine gelbe 1, das heißt, ich bin einmal gestorben. Übel traurig, übel dumm. Das war genau hier. Einfacher Creeper. Bam. Ich war full dir. One-Hit. Einfach Bumse macht's. Ne? Ich wollte den klatschen. War zu scheiße. So, jetzt gehen wir die Mucke wieder immer machen. War einfach zu scheiße. Sehr traurig. Ja, da hat jemand nicht zugemacht. Ja, noch war es sogar ich. Wir gehen einfach mal. Oh, Leute, wir gehen mal da rüber. Denn das soll ja eigentlich unser Stasis Chamber sein. Eben mit den. Mit unseren Enderpearls. Skill Issue. Halt die Fresse. Wie viele Tode hast du, hä, Malaka? Genau, das ist Chamber und ich habe mir das ein bisschen fancier noch gebaut. Mit dem Motherfucker. Ein bisschen angepasst an den Stil meines Hauses. Oh yeah. Jetzt ohne Mist, ich bin wirklich stolz auf das Haus. So Strandbutze. Normalerweise baue ich eher dunkel
und cozy. Ah, das ist mal was Nice. Was Neues und was Nices. Jetzt holen wir uns mal über Fireworks. So. Dann fetzen wir mal darüber zum ersten Stopp. Und zwar zur Sanduhr, die jetzt gerade nur sehr scheiße ausschaut. So, jetzt ist sie. Die Sanduhr. Hier waren die ersten Villager. Wait a minute. Wo war der? Ja, genau hier. Der erste Mending-Villager. Der ist ja so geraped worden. Der Kerl ist so reich worden durch uns. Der juckelt's Bauarbeiterhütte. Mit rosa Glas. Sehr schön. So, ich bin eigentlich nur einmal in dem Hourglass gewesen. Man kann hier reinfliegen. Oh yeah, so geil. Aber das war noch in einem sehr frühen Stadium. Und jetzt schaue ich mir so nochmal hoch. Das ist ja ein Knochenblock von oben. Sehr schick auf jeden Fall. Und hier fliegt man runter. In der Bienenfarm, also Honigfarm. Ganz klassisch. Und ausgestellte Rüstungen. Fast alle. Der Helm fehlt. Netherite-Rüstung. Wo Netherite? Mal ganz ehrlich. Also, man muss aber sagen, Chain ist schon ein Flex. Na? Ich glaube, die Hose hat er von mir oder so. Weil die kriegst du nur durch Mob-Drops. Hey, es ist schon geil. Ja, die neue Copper-Rüstung. Schaut cool aus. Ist aber gar nicht so geil. Naja. Fancy Wasseraufzug. Ja. Dann. Wait, ein Beacon. Habe ich überhaupt den Wither jemals geklatscht? Ich glaube nicht. Krass, ich habe den Wither nicht geklatscht. Vielleicht mache ich das halt auch noch. Also ein paar Sachen müssen schon noch abgeschlossen werden. So, dann schauen wir mal in die nächste Putze. Ich bin gespannt, ob da auch noch mal was passiert ist. Aber ich denke fast nicht. Und es ist jetzt schon eine Zeit lang her. Aber nein. Hier hat sie auch nicht mehr, du. Okay. Da war ja der Plan mit so einem Kronleuchter. Das ist nicht passiert. Schade, schade. Ja, Quirin, viel Spaß beim Lernen. Oder gutes Gelingen. Oh, das ist aber cool. Das ist wirklich cool mit den Sea Lanterns im Wasser. Das ist immer ein geiles Feature. Boah, Sea Lanterns, einfach geil. Oh, ist hier ein geheimer Eingang? Nö. Ah. Aber trotzdem cool. Wo fliegen wir als nächstes hin? Ich hab gesagt, wir fliegen da hin, wo es am weitesten weg ist. Ein antiker Palast, der wirklich geil ausschaut und das Pale Wood wirklich gut genutzt worden ist. Weil normalerweise hat man ja immer so ein Quarz hergenommen, was auch unfassbar edel ist, aber halt scheiße teuer auf Dauer. Oh, das ist natürlich auch cool. Naja,
Das ist eine coole Idee. So ein bisschen am Teich. Oh! Ja, okay. Jetzt kommt der Advanced Shit. Alles klar. Da hat sich jemand Mühe gemacht, hier unten Armor-Stands zu platzieren und den mit Wasser in die richtige Position zu spülen. Und dann mit Eisenhelmen zu verzieren. Oder weiße Leder. Ich weiß jetzt gerade nicht. Na, schaut auf jeden Fall cool aus. Zur Unterbrechung. Aber hier unten geht es ja noch weiter. Ah, okay, okay. Die ersten Sortierungen mit Copper Golems. Und sind die jetzt sehr effizient oder eher nicht? Oder? Das ist natürlich die Frage. Auf jeden Fall hier wollte jemand eindeutige so eine Copper-Sortierung bauen. Mit den Golems, aber ist nicht fertig geworden. Okay. Dann fetzen wir wieder zurück. Ich denke, die Raid Farm muss ich nicht mehr herzeigen, weil da war der Stream schon lang genug. Oh Mann. So, wir kehren dann noch hier rüber und dann in Richtung Spawn. Ein schöner Steg. Und ich finde ja irgendwie dieses Potsol immer richtig angenehm von der Farbe her. Macht immer so was Warmes. Deswegen baue ich eigentlich immer in solchen Regionen sehr gern. Oder ich hau mir die... sogar mit Laub. Ah. Oder ich hau mir einfach alles mit großen Fichten zu, weil dann eben dieses Potsol entsteht. Ist ja mittlerweile viel mehr farbig. Schön, schön. Ich glaube, ich habe mal sehr viel Lila braucht, deswegen sind noch zwei Lila, ne? Für die Enderman XP Farm. Das hat dem Besitzer nicht so gefallen. Und dann hat er mir einen lilanen Pimmel in die Butze gebaut. Ja, also ganz ehrlich, es ist ein geiler Anfang. Oh, sogar mit Akzenten und verschiedenen Mauern, das ist geil. Das ist richtig geil. Aber ist noch ein bisschen unsicher, habe ich das Gefühl. Es schaut cool aus, aber es ist unsicher. Oh, das ist auch richtig geil. Ach du Scheiße, hey. Wie kreativ möchte man sein? Das ist ja voll gemütlich da unten. Oha. Aha. Mit einem eigenen Full Enchanter. Ja, ja. Aber woher nimmst du die XP? Dann wohl doch wieder ins End, oder? Sponsored by Mario. Also dann. Schauen wir zum Spawn. Hier sollte ein Casino entstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob da schon irgendwas baut ist, aber nö. Merkur GmbH? Wer macht denn das? Also ich schätze mal, hier sollten so ein paar Automaten entstehen oder so, ein paar Spiele. Aber leider auch nicht passiert. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich war jetzt gefühlt irgendwie einen Monat nicht mehr auf dem Server und es hat sich ja wirklich nichts verändert. Dementsprechend hat sich ja bei mir noch sehr viel verändert mit dem Haus.
Ah, genau, die Gunpowder Farm, die sehr gut funktioniert. Nur mal Props. Und jetzt kommen wir zu einem Haus, das sehr verwuchert ausschaut, aber halt auch sehr naturbelassen und geil. Oh ja, ach du Scheiße. Partikel Overload. Aber der ganze Schmutz in der Wohnung. Was soll denn das? Dicke Autosmelter. Sehr schön. Und dann diese Außentürme. Auch sehr interessant. Warte mal. Sehr interessant, auf jeden Fall so ohne Stützen. Aber coole Ketten und Laternen unten. Ah, das fühle ich auf jeden Fall sehr. Schaut schon geil aus. Vielleicht ist der Mangrovenbaum ein bisschen zu groß, aber sonst. So, hier wird irgendjemand auf aggressiv Oakwood farmen. Na, der Spawn schön ausgeleuchtet. Und was ich immer noch geil finde, das war ja hier einfach so eine Wand. Genau hier. Das war einfach die Schlucht dazwischen. Und dass die abgetragen wurde, ist auch wirklich cool. Und ihr Idioten sauft jetzt hier ab, oder wie? Das ist natürlich krass. Weiß das jemand, dass hier unten die Skelettpferde sind? Wahrscheinlich nicht. Dann haben wir hier die Butze von Quirin, der eben gerade im Chat war und jetzt wieder beim Lernen ist. Die ist eher mal abgebrannt. Ja, genau. Wie man hier sieht. Den Großteil habe ich wieder aufgebaut. Natürlich nur mit seinen Materialien. Aber irgendwie ist nur mal was passiert und keiner weiß warum. Weil ein Creeper war es sicher nicht. Und hier das komplette Eck war weggebrannt. Aber andererseits hier fällt Glas, aber dort drüben auch. Das ist richtig, richtig komisch, was hier passiert ist. Vor allem zweimal. Das ist übel traurig, Mann. Anyways. Ah ja, hier ist nur ein richtig cooler Old-Fashion Minecraft Beta Unterwassertunnel. Glastunnel. Ist übel geil. Nur, dass man jetzt mittlerweile ja Fackeln am Glas platzieren kann. Das ist schon cool. Es gibt einfach Vibes. So. Und hier sind wir bei einer richtig schnieken Windmühle. Wow. Alter, die sogar drin geil ausschaut. Du kriegst Kotzen. Warum können Menschen so gut bauen? Oh, das ist... Oh mein Gott! Mit Falltüren als Boden oder Decke. Macht natürlich immens viel Platz. Okay, hier ist nicht mehr. Macht immens viel Platz. Und es passt zu einer Windmühle echt gut. Ja. Skill Issue. Schöne Oak-Putze. Wait. Okay. Smart gelöst mit der Trapdoor. Das ist eigentlich... Das macht schon Sinn. Das ist sehr smart. Weil dann konntest du einfach einen Speicher oben raufbauen. Mit nur einem Block. Das ist wirklich cool. Sehr gute Idee. Aber hier hat sich auch schon lange nichts mehr getan. Aber viele, viele, viele Schafe. Und Kühe und Hühner. Ja, doch. Oh, Nummerabutze. Ja, doch, man muss jetzt einfach mal ganz klar sagen, das ist die schönste Insel. Von den Bauten her. 3 Bauten, wunderschön.
Oh ja, und ich bin ja Fan von diesen, keine Ahnung, wie man es nennt, aber diesen Verzierungen an der Dachspitze. Ne? Direkt am First. Alter. Das habe ich ja so ähnlich auf unserem letzten Server gebaut. Na, da war es wieder eine etwas dunklere Hütte. Ja, okay, von innen ist es halt so, wie es einfach ist. Aber von außen schaut es wirklich geil aus. Klein, aber fein. Wunderschön. So, und jetzt gehen wir nochmal zu was Wunderschönem. Und das ist dieses Schiff. Ey, das schaut wirklich, wirklich geil aus. Aus der Ferne auch. Wenn hier einfach so ein Schiff rumsteht. Mann, das macht ja Sinn. Wir sind hier an einem fetten Ozean. Nur, es geht so das Gerücht rum. Oh, das ist ja... Es geht so ein bisschen das Gerücht rum, dass das ein bisschen abgekupfert wurde. Und nicht aus eigener Faust heraus entstanden ist. Sondern das Design schon mal woanders herkam. Oh, lol. Ja. Das Schiff hat ein paar Lecks, da ich mal sagen. Ein bisschen geleckt. Ja, dann. Ja, aber komm, es schaut geil aus. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber mit den Kürbissen ist ja irgendwie interessant. Gibt es hier einen Weg auf den... Ja, tatsächlich auf diesen... Ich sag's jetzt mal Balkon. Gott. Wahrscheinlich gibt es wieder irgendeinen Fachbegriff dafür. Oh yeah. Jetzt fängt es zu regnen noch. Das ist nicht schön, aber jetzt sieht man mal, wir kriegen hier Conduit Power, weil im Regen, wenn hier ein Conduit in der Nähe ist, der hier ist, dann funktioniert das nicht nur unter Wasser. Aber was ich mir jetzt frage, Conduit Power ist doch eigentlich nur unter Wasser schneller abbauen und unter Wasser Atem, oder? Bin ich jetzt falsch? Also bringt das eigentlich nichts im Regen. Schöne Scheiße. Okay, dann haben wir eigentlich fast alles gesehen. Naja, okay, warte, hier kommen wir nochmal reingehen kurz. Da war ja eigentlich mein Anliegen, hier einige Villager zu platzieren. Warum du nicht mal aus der Minecart rausgekommen bist, keine Ahnung. Ja, genau, einige Villager für eben ziemlich geile Enchantments, ne? 16er Mending schmeckt heute dann doch, gell? Ja, Zimmer Channeling. Ja, okay. Wollte ich eigentlich mal nur mal schöner bauen, aber ihr wisst, wie es ist. Danke. Ja, bitte. Wir haben keine Villager mehr. Machen wir doch mal wieder auf. Ja, die Farm haben wir auch Quirin und ich gebaut. Und schon geht's wieder los. Nein, wir schauen den jetzt nicht beim Knattern zu. Das könnt ihr vergessen. Ich vermisse aber immer noch irgendwie diesen Ein- und Ausschalter. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Wir haben auf dem letzten Server vorherigen eine... Moment mal, ich hab die Map ja noch. Auf jeden Fall haben wir da eine mehrstöckige Villager Farm gebaut, die du einfach mit einem Hebel ein- und ausschalten können hast. Und dann hat es da hinten irgendwie so die Klappen zugemacht. Aber ich hab's ums Verrecken nicht gefunden. Das war sehr traurig. Jetzt müssen wir es halt immer manuell ein- und ausschalten. Beziehungsweise haben wir es immer gemacht. Dann hier unser wirklich geile Eisenfarm, die so simpel ausschaut und die eigentlich auch simpel ist, aber so gottlos viel abwirft.
Vor allem, weil mein Butzer direkt neben uns ist und dementsprechend das sehr oft und sehr lang gepowert ist. Na, genau. Der Preis des Eisens wird immer mit Blut bezahlt. Mihi stinkt, Quirren aber mehr. Jonas sein Ponas. Ja, ja. Da wisst Bescheid. Ja, genau. So. So eben. Man hätte hier schon lange irgendwie ein größeres Lagersystem ranzimmern können, aber... Das hätte jemand anders machen können. Happy Gast, Happy Gast. Ja, dann haben wir eigentlich nichts mehr auf dem Server, soweit ich weiß. Dann habe ich aber mir noch eine ziemlich coole Sortierung meiner Ender-Chest angeeignet. Die möchte ich euch natürlich auch noch zeigen. Das machen wir natürlich bei mir herin, in der Butze, wenn es draußen regnet. Oh, cozy, schön cozy. Und zwar macht man es ja ganz klassisch so, dass man einfach die komplette Ender-Chest mit Shulker vollböllert. Habe ich auch gemacht. Ein paar Sachen liegen hier nur so rum. Wie zum Beispiel hier diese Shulker-Box mit Loot aus dem End. Nur mit bei Electrin. Und sehr gute Rüstung. Ja, komm, dann nehmen wir den ganzen Spaß einfach mal raus. Hier. Stimmt, die automatische Jukebox ist ja nur aktiviert. Dann machen wir doch hier die Mucke wieder aus. So. Hier, wertvolles, ne? Hier mein ganzes Hab und Gut. Ich denke, ich nehme mir mal die Schädel hier raus. Ich habe hier auch die ganzen Armor Trims drin. Netherite. Ja, das sind jetzt nicht wirklich rich, auch nicht von den Diamanten her. Aber das ist okay. Das ist völlig okay. So, dann haben wir hier mein Enchanting-Ding. Den ganzen Stuff, den man eben so braucht. Loyalty, Density. Oh mein Gott, den Maze. Scheiße, ich habe nicht mal einen Maze. Weil die nicht einmal in einer... wie heißt es jetzt? Trial Chamber war. Scheiße. Das hätte eigentlich der nächste Stream sein sollen. Dafür ist das Thumbnail schon fertig und so. Ja. Wie gesagt, ich wurde krank. Und es war wieder viel privat zu tun. So, und dann habe ich hier natürlich das ganze Soulspeed. 1, 2, 3, 4 Soulspeed 3 Bücher. Natürlich aufbewahrt, ist ja klar. Es ist eben gottlos teuer, der Scheiß. Genauso wie Swift Sneak. So muss das. So, dann. Das machen wir dann noch. Wir schauen jetzt erstmal diese hier oben. Hier meine Supply Box. Mit den Dingen, die man einfach so braucht. Einfach eine Reihe. Ja, Rockets, dann Golden Carrots zum Phrasen. Stimmt, ihr wollt nur Golden Carrot Farm bauen. Ist auch wieder nix one. Totems. Absolut kein Stress. Dafür haben wir Raid Farm baut. Wenigstens das. Hardstyle, Leute. So, was haben wir noch? Ammo. Meine Patronen. Normale Arrows, Spectral Arrows und 7-mal Large Balls. Orange. Orange, weil, naja, diesmal bin ich ja im orangen Stil unterwegs. Alter, mit den böllern wir später auch nochmal. Die pimpern richtig. So, dann haben wir hier meine Baubox. Für gewöhnlich habe ich dann später im Verlauf mehr. Da habe ich dann immer ein bisschen was dabei wie Cobblestone, Dirt, immer so ein paar gewisse Baublöcke, die man oft braucht. Scaffoldings, Fackeln. Und hier ready für einen Full Beacon Eisen. Mit Eisen zum Aktivieren. Nur fällt der Beacon.
So. Dann die Redstone Box. Im Verlauf des Games wäre jetzt normalerweise immer mehr, was da drin ist. Einfach ein bisschen Redstone-Shit, den man so braucht. Server immer ein bisschen was dabei haben, falls mal wieder irgendwo die Technik versagt und man dann einfach irgendwie so den Werkzeugkasten aufmacht und dann ist schon alles parat, ohne großartig nur rumzucraften. Ja. TNT, immer wichtig. Natürlich am meisten in der Box vertreten, ganz klar. So, und jetzt kommt eigentlich das Gottloseste. Mein Werkzeugkasten wirklich an sich. Und wenn man jetzt das reinschaut, denkt man sich so: What the fuck? Was hast du da alles drin? Ja, ich bin ein bisschen versessen. Auch so hätte ich Sachen. Ich fange mal hier bei dem simpelsten eigentlich an. Der Bogen. Ja, den habe ich jetzt einfach nur hier drin, weil ich den jetzt nicht unbedingt brauche und deswegen nicht im Inventar unbedingt dabei haben muss. Der nennt sich Maris Punch, weil hier Punch drauf ist. Und für mich macht es am meisten Sinn, dass der Bogen, mit dem er eben auf Fernkampf agiert, Punch drauf hat, damit eben die Gegner weiterhin auf weiter Entfernung bleiben. So, man konnte jetzt sehen, dass die Box spinnt. Also, die Musikdisk war doch auch nochmal irgendwo drin. So. Beim nächsten Mal soll ja dann eine andere Mucke kommen. Also. Dann habe ich 2 Crossbows. Einmal mit Multishot, einmal mit Piercing. Alles maxed out natürlich, ist ja klar. Und Mending, ganz klar. Den Multishot brauche ich jetzt dann noch gleich. So, dann, oh ja klar. Maris Hure. Natürlich perfekt benannt. So wie man es braucht, natürlich mit Fortune. So wird man mehr Saplings aus den Blättern bekommt. So, dann eine klassische Angel. Maxed out, ganz klar. Dann habe ich aber nur die beiden Reitangeln eben auch nochmal dabei. Ist so unnötig, aber ich hab's, okay. Und wenn ich's brauche, hab ich's da. Hier kann ich Name-Tags stacken, Buckets stacken. Hier habe ich mein Schild. Das ich nicht. Stimmt, ihr wollt mir nur ein Banner richtig zimmern für ein, ja, sagen wir mal, ein Logo, das ich habe. Und dann das auch noch auf das Schild drauf klatschen. Oh, das ist so cool immer. Dann wollte ich hier nur mehrere Schilde mit verschiedenen Alter, ist das ein Blackout, das ist krass. Mit verschiedenen Symbolen? Designs, jetzt habe ich es. Mit verschiedenen Designs haben. So. Der Swiffer, der Zündler und der Schnippschnapp. Alles dabei. Natürlich, alles mit Unbreaking und Mending. Hallo, jetzt geht's aber los. Was soll denn das? Hä? Warum funktioniert das nochmal? Das ist ja ganz komisch. Ich möchte ja schon Abwechslung drin haben. So. Dann einfach eine Uhr, den Recovery Kompass und einen normalen Kompass. Warum auch immer. Ist halt auch Werkzeug. Schaut cool aus, wenn man es dabei hat. Dann habe ich hier die Wither-Schelle. Mit allem drum und dran. Ne, von da zum Fire-Aspect-Ding. Mit eben Sharpness und Fire-Aspect. Aber hier ist auch alles drauf, was man braucht. Sogar Sweeping Edge gegen Wither. Macht mega Sinn. Aber ist jetzt dabei. Perfekt. Dann habe ich hier den Channeling und den Riptide. Yeah.
Und dann fällt ja nur der Mace. Und mittlerweile der Spear. Aber wir spielen nur auf der älteren Version. Dementsprechend ist das Spear noch nicht drin. Aber okay. So schaut das Ganze dann aus. Mein Werkzeugkasten gewappnet für alles. Jo, und jetzt brauchen wir die Ammo noch. Denn ich möchte auch mal mit dem Multishot böllern. Und eigentlich das mal kurz sagen. Ich habe die heftigste Waffe gebaut, die es gibt. So haben wir jetzt ein Feuerwerk in den Multishot Crossbow geladen. Und ich zeig's einfach mal kurz. Und hier drin gibt's Flächendamage. Und es ist... Das pimpert wirklich. Ich habe die fettesten Kugeln da reinzimmert. Alles auf Damage. Nicht irgendwie Range oder sowas. Es ist purer Damage, der hier fabriziert wird. Oh. Silvester, Leute. Frohes Neues übrigens. Genau, aber brauchen wir jetzt nimmer. Das war einfach nur so zum Herzogen. Lol. Multishot. Zack. Blum. Blum. Der Spaß kommt wieder rein. So. Und jetzt habe ich eigentlich alles. Nimm mir Golden Apples mit. Denn ich klatsche jetzt wirklich den Wither. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ein bisschen Schiss. Eventuell so die direkt auf die Golden Carrots. Und nur mit ein paar mehr Totems wieder. Ach komm, was soll der Geiz? Ganz ehrlich, ich hab viel zu viel Schiss gerade. Ja, und der Bogen wäre vielleicht auch angebracht. Okay. So, genügend Pfeile. Ich meine, wenn irgendwas passiert, könnt ihr immer nur wegfliegen. Hier schön ausrüsten. Das passt so. Gut. Aber wo fetzen wir hier und machen das? Schon auf der Netherdecke, oder? Auf ganz klassisch angelehnt. Aber mit der Chicken Jockey Mucke war es schon cool gewesen, ja. Oh ja, sehr geil. Ich mag das übrigens, wenn man die Nether Spawns ein bisschen anpasst. So, dann fetzt man einfach mal irgendwie in die Richtung. Also wenn man die Nether Spawns so anpasst, wie eine kleine Miniaturversion deiner Base. Das ist immer schon sehr cool. Bumm. Okay. Ich hätte natürlich auch noch irgendwie eine Rüstung bauen können, die dem Typ mir ein bisschen besser standhält, aber... Oh, das war der krasse. Aber so ein normaler Goldapfel, den kann man sich schon mal gönnen, oder? Bumm. Ist nur immer ein bisschen schwierig zum sagen, wo dann unsere Lebensanzeige steht. Aber bitte. Wir haben den Wither geklatscht. War ja sehr aufregend. Bumm. Bumm. So, jetzt hören wir kurz auf zu withern.
mich ganz schön nervig. Passt. Das ist doch schön, wenn wir den zweiten gleich hinterher machen, oder? Komm, ins. Hm. Sudele. Ja, also du brauchst gar nicht anfangen ohne einen Goldapfel gegen den, oder? Ohne Goldapfel. Nee. Ein bisschen schwierig, glaube ich, oder? Jo. Okay. Dann hätten wir das. Dann können wir die Sachen auch wieder wegpacken. Zack. Mit der Stelle wieder aufgeräumt. So. Unser restliches Essen essen wir natürlich auch wieder auf. So. Und alles wieder aufgeräumt. Gut. War ja sehr spektakulär, oder? Was sagen denn die Achievements? Ich habe absolut gar nicht auf die Achievements geachtet, muss ich sagen. Okay, ja. Ich sehe schon. Ich habe mir ein Beacon aktiviert. Oder Moment, ich war glaube ich nach einem Server Restart in der Nähe vom Beacon. Und dann hat das für mich das Achievement einfach getriggert. Obwohl ich einfach gar nichts dafür getan habe. So, what the fuck? Und dann brauchen wir ja Obsidian, gell? Und Glas. Juhu. Zu Beacon. Was? Ich glaube, ich platziere direkt einen. Wie viel waren das? 2 Stacks und 36. Okay. Wo bauen wir uns den Beacon hier? Irgendwo eher mittig bei mir. Soll der durchs Haus scheinen? Oder nicht? Das ist die Frage. Eisene. Zack, zack. Und 36. Und dann ein Eisen zum Powern. So. Wo macht Sinn? Man kann jetzt einfach sagen, hier so in der Mitte. Aber was ist genau hier in der Mitte? So. Auf dem Holz.
Ja, aber Glas verbindet sie nicht mit dem Zaun. Also so eine Glasscheibe. Oder? Mal kurz schauen. Ja, natürlich nicht. Ist ja klar. Vielleicht hier im Eck. So. Aber mir gefällt das Eck. Mann. Einfach hier so mittendurch. Tschu. Mal schauen, wie ist das hier oben? Ja, oder? Oder hier. Nein, ich mach's hier. Hier soll es sein. So kann es sein, so soll es bleiben. Aber das Dreisam. Es muss absolut keiner verstehen, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt dig down straight in Minecraft. Let's go. Ah, shit. Ach ja, und meine Rüstung an sich habe ich auch noch nicht so hergezogen. Ich habe hier alles drauf, was geht. Bis auf Dornen, das habe ich weggelassen. Natürlich Swift Sneak, alles dabei. Feather Falling, Soul Speed, Death Strider. Alles da. Yeah. Ja, okay, scheiß drauf. Das ist jetzt halt, ist halt echt ungünstig jetzt wieder für die Nether Warts, aber scheiß drauf. Ja, wir diggen jetzt wirklich straight down. Man macht es nicht, aber meine Ausrüstung ist so krass. Und wir sind also krass, dass es egal ist. Und ich weiß aber, muss das nicht ganz unten machen. Aber ich will. Lapis. Macht jetzt at this point absolut keinen Sinn mehr mitzunehmen. Aber was soll's. Ja, scheiß auf das Lapis. Bis zum Durchbruch vom Bedrock. Ah ja. So, Bedrock. Das ist krass. Okay, das nehmen wir natürlich schon mit. Ich muss auch noch mal rausfinden, wie viel man jetzt eigentlich da bauen muss. Wie viele ja? 1, 2, 3, 4, glaube ich. Mit 9 ganz unten neues Base, oder? Weil dann wäre das die richtige Größe.
Das große Finale vom 1.21. Ne. 1.21.10. Oder? Oder? 1.21.10 Server, ja, danke. Es ist der Wahnsinn. Zum Finale bauen wir ein Beacon auf. Oh mein Gott. Und so wie es sich gehört, ganz unten. So. Der Platz wird benötigt. Aber jetzt wirklich, ich denke wirklich, die Base unten war 9 auf 9, oder? Es waren ja 4 Layer. 3, 5, 7 und 9. Normalerweise. Oh, ganz ehrlich. Muckewechsel. Es ist soweit. Einfach rein da. Ah, shit, das ist wieder nicht... Ah, Mist. Das funktioniert wieder nicht. Oh nein. Dann einen Augenblick. Playlist funktioniert nicht. Ja, einfach so. Mach mal einfach so. Funktioniert auch nicht. Alter, gib mir doch die Musik. Warum funktioniert es nicht? Jetzt, danke. Wahnsinn. Besser? Besser. Oh. Leute, habt ihr ja beim Hübi Charity 10 reingeschaut? War geil. War natürlich nicht die ganze Zeit am Start. Es geht halt leider nicht. Naja. Aber es war wieder sehr, sehr geil, was da für Spenden zusammengekommen sind.
Es ist der Wahnsinn. Es ist geil. Ach, leckt mich doch am Arsch. Also. Habe ich mich verrechnet eigentlich mit den Blöcken? Nee, okay, schaut gut aus. Yeah. Boom. Jetzt brauche ich nur noch eigentlich ein farbiges Glas. Und zwar, ja, machen wir Orange, ne? Orange! Ja. Machen wir so. Ich brauche dann mehr Orange. Orange, Orange. Legen wir erstmal den ganzen Mist hier auch mal wieder ab. Zack, zack. Zack. Stone hier. Gravel da. Stimmt, die Goldäpfel können wir auch wieder weglegen. Zack. Also. Hoppi. Hoppi. Ach ja. 8 vollwertige Blöcke wären doch hoffentlich langer, oder? Also. Yeah. Das schaut cool aus. Passt zum Theme, oder? Perfekt. Oder wir mischen das nur mit Gelb. Naja, oben wäre es dann schwierig. Okay. Wir wollen Effekt Regeneration. Ganz klar. Und brauchen wir Speed? Eigentlich nicht, oder? Haste, ne, Resistance. Regeneration und Resistance machen wir. Wir gehen ja auf volle Defense. So. Yeah. Ja, wir brauchen den Rest einfach. Gerade nicht. Jumpus sowieso nicht. Oder Stärke. Naja, ist jetzt ja egal. Im Endeffekt, es ist nur zum Abschließen vom Server. Oder von meinen Bauten jedenfalls. Boom. 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 Okay, jetzt muss ich doch noch Gelb hinzufügen.
Wie macht man das am besten? Ich denke, ich baue unten jetzt noch hier. Ach, scheiße. Hier einfach runter. Ah, scheiße, jetzt zickt mir das so blöd. Ah, Mist, ey. Ach Leute, das ist doch kacke. Dann bauen wir einen ganzen soliden Glasblock dahin. Wir können nämlich auch anders. Oh, und jetzt kommt wieder die automatische Jukebox. Dann machen wir es eben so. So, hätte gerne eine Mischung aus Orange und Gelb. So. Dann wird es oben ja wieder negiert. Oder so. Schauen wir mal. So, das ist eine geile Farbe. So, und hier ist es wieder normal. Ganz ein leichter Unterschied. Give me more yellow. Ja. Ganz ehrlich, die Idee ist jetzt, das Glas wegzumachen. Und dann hier im Zwischenboden nochmal gelb zu platzieren. Und dann ist es hier außen wieder dunkler. Ja, machen wir so. Gelb-orange ist es einfach. Gefällt mir. Gut. Abgehakt. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Ah, Sortierung muss sein. Oder Ordnung. So. Das war im Prinzip der Abschluss des Servers von meinem Teil auf jeden Fall. Ja, mir war es auf jeden Fall ein Anliegen, dass ich das Ganze hier nochmal verewigt habe. Es war geil. Es war eine geile Zeit. Es war vor allem mal cool, dass ich so viel gestreamt habe. Ne? Das wird sich jetzt wieder ändern. Also mit ändern meine ich habe viel gestreamt. Dann wieder eine Zeit lang nicht. Und jetzt ändert sich's wieder, dass ich wieder mehr streame. Einfach allgemein. Verschiedenste Dinge. Und ja, Leute, ich darf mich über positive Bewertung freuen. Und den Kanal abonnieren. Falls ihr es noch nicht da habt. Es ist ein einziger Klick. Und würde mich unterstützen. So. Wir hören das Lied noch zu Ende. Das Highlight ist die Jukebox. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist einfach die Jukebox. Oh, yeah.
Wait. Habe ich diese Music Disc nicht auch zusammengefriemelt? War die nicht auch in der Jukebox? Oh Leute, jetzt wird so derartig Hardset geballert bei mir dann. Insane. Dankeschön. Und aus. So. Das war's von meiner Seite aus. Danke fürs dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Es ist abgeschlossen.